ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse zum Champions League Spiel bei Lazio Rom. 1:0 verloren. Ja. Bin gerade hin und her gerissen zwischen den Didi Hamann machen und vernichten oder ja, resignieren. Ich habe es ja letzte nach dem Spiel gegen Leverkusen gesagt, für mich ist das Thema durch mit dem Tuchel. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, aber ich denke heute mal in etwas ruhigeren Ton wie letzter Mal. Fangen wir ausnahmsweise mal mit den guten Sachen an. Eine gute Sache war, dass heute Müller gespielt hat. Ich denke, das hat man auch gesehen, den Impact, zumindest in der ersten Halbzeit. Die zweite gute Sache, dass endlich mal nach 11 Monaten ich das erste Spiel gesehen habe, wo wir mal durchgängig in der ersten Halbzeit vorne zwischen den ersten 4 Positionswechsel hatten. Wow! Wow! What the hell? War der Tuchel doch nicht offline? Hat er vielleicht mal hier reingeschaut auf dem Kanal, oder was? Also wir haben zum ersten Mal Positionswechsel gehabt. Und zwar das durchgehend, die erste Halbzeit. Das hat mir gut gefallen. Kann man vielleicht ein bisschen kritisieren, dass ich nicht unbedingt Harry Kane auf links außen sehen möchte. Weil, ja, er ist schon so der einzige Knipser bei uns. Den hätte ich vielleicht einen Tacken rausgenommen aus dieser Rotation, dass er sich mal zwischendurch ein bisschen fallen lässt, ist ja legitim, aber wenn er dann links außen oder rechts außen auftaucht, ja, dann ist einfach keiner in der Mitte, der da irgendwas verwerten kann, wenn der da eine Flanke reinhauen sollte. Aber ansonsten hat mir das sehr gut gefallen. Sonstige Positive. Joshua Kimmich konnte in der ersten Halbzeit die Position eines Sechsers halten. Das können wir auch noch positiv nennen. Ja, dann hört's auch auf. Das war's. Ja. Fairerweise, wir haben ja unser Level heruntergeschraubt beim ach so großen FC Bayern. Wir haben in der ersten Halbzeit 2 Torchancen gehabt. Plus einen Freistoß. Ich meine, nach 95 Minuten ohne Torchance muss man das auch mal als positiv erwähnen. Gut. Gehen wir es kurz durch, das Spiel. Ich denke, erste Viertelstunde haben wir sehr gut angefangen. Wobei ich sagen muss, Lazio war erschreckend schwach. Über 75, 80 Minuten. Also wirklich wild. Also das war eines Champions League Spiels nicht würdig, was ich da gesehen habe teilweise. Von beiden Mannschaften, ne, müssen wir ganz klar sagen. Also Lazio hat so viel Respekt gehabt, wie es die Bundesliga-Clubs vor 2 Jahren mal vor uns hatten. Ne? Das hat man, denke ich, gesehen. Deswegen haben wir eine gute Anfangsphase gehabt. Wobei man da auch sagen muss, wir waren wirklich gut. Ja, wir standen gut, wir haben hoch gepresst. Das hatte so einen kleinen Flair von Nagelsmann-Fußball. Was das hohe Erobern des Balls anbelangt. Wobei man da fairerweise sagen muss, Lazio hat es uns auch ziemlich einfach gemacht. Dann so nach einer Viertelstunde hat Lazio ungefähr 5% mehr gegeben. Und das hat schon gereicht, damit wir aus dem Spiel waren. Da war schon wieder alles durch. Ne? Ja, wir haben immer noch, Müller war der versucht hat. Müller, ich hatte heute das Gefühl, dass Müller die Mannschaft eingestellt hat und aufgestellt hat. Sag ich euch ganz ehrlich. Müller war heute der Trainer. Also Tuchel war wieder eine Farce. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Ja, aber das war's. Ab da hast du wieder gemerkt, Stück für Stück für Stück für Stück wurde es schlechter. Fairerweise muss man da mal ganz klar sagen, warum ein Leroy Sané auf dem Platz stand, ist mir ein Rätsel. Warum ein Goretzka auf dem Platz stand, ist mir ein Rätsel. Beide Spieler, wobei Sané noch mehr, haben so viel Verunsicherung in diese Mannschaft gebracht. Der hat nicht ein Ball zum Mann gebracht. Der hat nicht ein Ball, nicht ein Dribbling gewonnen, gar nichts vorne. Du hast jedes Mal, wenn Sané vorne den Ball hat, wusstest du, ja, alles gut. Kannst pinkeln gehen, passiert eh nichts. Ball ist gleich weg. Und genauso war's.
Mit welcher Berechtigung steht dieser Spieler auf dem Platz? Mit welcher Berechtigung? Wenn dem noch nicht genug sei. Erstmal darf er den Freistoß schießen. Ein Spieler, der keine Form hat, hat keine Freistöße zu schießen. Aus guten Positionen. Punkt. Ja, fertig. Muss man nicht rumdiskutieren. Natürlich kommt dann wieder der Oberburner. Warum sollte man den in der Halbzeit auswechseln? War doch so bärenstark, oder? Oder die Leistungsexplosion kommt ja dann noch in der Halbzeit. Weil wir ja so bärenstark immer aus den Halbzeiten kommen. War ja ganz klar. Ich meine, man kann dann auch, was waren es? 80 Minuten? Lass mich kurz gucken. Nicht, dass ich lüge. Sehe ich hier gar nicht. Warte, Aufstellung. Ja, 82 Minuten warten wir, bis wir irgendwas ändern. Ja, klar, wir haben in der 73. die durchgebracht. Aufgrund eines mal wieder Aussetzers von Upamecano. Der auch vorher schon unterirdisch schlecht war in dieser Partie. Gehen wir gleich noch ein bisschen genauer darauf ein. Ja, zweite Halbzeit. Also, nochmal, erste Halbzeit, wir haben eine gute erste Viertelstunde gehabt. Lazio hat super viel Respekt gehabt, richtig Hardcore-Respekt vor uns. Wir haben es gut gemacht, die erste Viertelstunde. Wir sind früh angelaufen, haben gut die Räume gleich zugestellt, wenn Lazio einen Ballbesitz hatte und versucht hat, nach vorne zu spielen, haben sie gar keine Anspielstation gehabt. Das war gut, das hat mir gut gefallen. Die Rochaden vorne in der ersten Halbzeit haben mir gut gefallen, zwischen den Vieren. Ausgenommen Harry Kane, habe ich schon erklärt. Und nach einer Viertelstunde hast du gemerkt, so, ja, man hatte das Gefühl, Lazio dachte sich, ach komm, wir bleiben erstmal komplett defensiv und gucken mal so, dass wir die erste Viertelstunde zu 0 überstehen. Ne? Mit super Respekt, super teilweise nervös. Ab da wurde Lazio immer selbstsicherer. Ja, haben kurze Pässe, Ballbesitzphasen gehabt. Wir wurden immer unsicherer, immer schlechter aufgrund Leroy Sané, der fast jeden Ball vorne verloren hat. Auch Musiala war wieder grottig, die erste Halbzeit. Selbst Harry Kane war grottig. Der Einzige, der da war, war Müller, ja, der ein bisschen Pfeffer reingebracht hat, der versucht hat, was zu machen, der wirklich Führungsspieler war auf dem Platz, der mit jedem geredet hat, immer irgendwas versucht hat. Chapeau an Thomas Müller dafür in der ersten Halbzeit. Ja. Zweite Halbzeit, denkst du dann, gut, ich habe es nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn ich ehrlich bin, ein guter Trainer hätte locker 3 Spieler ausgewechselt und hätte eine Ansage gemacht an diese Mannschaft, dass das keine Reaktion ist nach dem Leverkusen-Spiel gegen so ein schwaches Lazio. Ja, also, das hätte ich erwartet. Ich habe es da nicht erwartet, was Thomas Tuchel ist. Ich habe auch nicht erwartet, dass ein Leroy Sané auswechselt. Warum? Warum sollte er es tun? Warum sollte er einen Tell bringen oder einen Saragossa? Ich meine, wir haben gesehen, wie abwertend er über einen Saragossa geredet hat. Warum sollte er ein Bové, spricht man es aus? Ich werde es nie richtig aussprechen, gewöhnt euch dran, müsst damit leben. Warum sollte man den bringen? Ja, sind wir wieder bei der These. Ich habe es vor 3 Wochen schon gesagt, dass das keine Tuchel-Transfers sind, dass er die Spieler gar nicht haben wollte. Das hat er mal wieder eindrucksvoll bewiesen. Aber hey, was soll ich noch sagen? Gut, zweite Halbzeit ist dann natürlich das passiert, was passieren muss. Ja? Lazio kam super stark aus der Pause, eine riesen Chance gehabt, die Neuer gut gehalten hat, war super selbstbewusst, ja, so eine Viertelstunde lang. Ja, und dann ist das passiert, was zwangsläufig passieren muss. Ja? Wenn du da 2 nicht fitte Innenverteidiger aufstellst, ob die rote Karte, ich weiß nicht, ob es in der Champions League andere Regeln gibt wie in der Bundesliga. Ich weiß es nicht, I don't know. In der Bundesliga hätte es keine rote Karte gegeben, sondern Gelb und Elfmeter wegen Doppelbestrafung. Er geht aber mit der offenen Sohle dahin, trifft ihn. Ich denke, da gibt's keine 2 Meinungen und ich persönlich muss leider gestehen, dass ich für diese Fouls eine rote Karte sehen will. Ja, habe ich schon vor 2-3 Wochen, ich weiß gar nicht, war es gegen Hoffenheim oder auch gegen Bremen? Nee, gegen Union, genau. Union, der Behrens gegen uns. Ja, genau dasselbe Foul. Irgendwo 20 Meter hinter der Mittellinie. Mit offener Sohle voll drauf, ist für mich rot. Ja. Hat Ribéry damals rot für gesehen, obwohl er nur auf den Fuß getreten hat. Heutzutage wird das meistens schon gar nicht mehr gepfiffen, weil ist ja keine Absicht. Ist ja egal, offene Sohle voll drauf, scheißegal. Von daher kann ich das nachvollziehen. Ja,
Man weiß auch, wie der Schiri pfeift. 12 Champions League-Spiele, 5 rote Karten gezeigt. Muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Und ja, ich denke, man hat gesehen, dass beide Innenverteidiger, wenn Lazio mal, was waren es, 3-4 Mal im Spiel wirklich mal zielstrebig gespielt haben, einfach nicht fit sind. Ja, man hat es bei Minjay gesehen, die letzte Viertelstunde, der war tot, Alter. Ja, aber auch das Thema. Habe ich abgehakt. Ja, habe ich abgehakt, rege ich mich nicht darüber auf, ich nehme das nur noch hin, ich akzeptiere das, ich akzeptiere es nicht, ich nehme es hin, ich resigniere. Ich habe keinen Bock, Woche für Woche für Woche dieselbe Scheiße hier zu erzählen, wie unfähig und katastrophal dieser Trainer ist. Ja, wer mir immer noch erzählen möchte, dass das an den Spielern liegt, keine Ahnung, Alter, nimm deine rosarote Brille ab. Ja, wie kann man nach der Farce von Leverkusen wieder die beiden Innenverteidiger aufstellen? Wo man gesehen hat, dass die maßlos überfordert waren. Das hat man heute gesehen. Minjay katastrophal im Aufbauspiel. Immer noch. Wen interessiert's? Ja? Wen interessiert's? Natürlich ist er defensiv im 1 gegen 1 ist er gut. Ja, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber katastrophal im Aufbauspiel. Upa. Hatte heute 3-4 Mal. Wir haben es wirklich teilweise gut gemacht, erste Halbzeit. Wir haben eine Seite überlagert, haben es dann aber nicht geschafft, einen einfachen, verkackten Diagonalball zu spielen auf die Seite, die komplett frei war. Haben wir nicht geschafft. 3-4 Mal war die Situation so klar, du hast dir gedacht, jetzt spiel doch endlich den scheiß Diagonalball dahin, Opa. Nö, quer nach hinten. Dasselbe Kimmich. Kimmich positiv. Erste Halbzeit die Sechserrolle gut gehalten. Hat das Spiel aber wieder so langsam teilweise gemacht. Ja, wir haben es, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, wir haben es gut gemacht. Wir haben teilweise eine Seite überlagert. Dann stand die andere Seite komplett blank. Wir hatten auch wirklich viele Räume gegen Lazio. Ganz anders wie viele andere Spiele, wo wir viel, viel weniger Räume hatten. Ja, wenn wir heute mal ein gutes 1 gegen 1 gehabt hätten, wäre richtig viel möglich gewesen. Haben wir 2-3 Mal bei Mazraoui gesehen. Traurig, dass das unser gefährlichster Offensivspieler war als rechter Verteidiger. Na, das nochmal ganz nebenbei. Aber auch Kimmich dann. Er hat es nicht geschafft, mal einen verfickt normal schnellen Seitenwechsel zu machen. Nein, er nimmt den Ball an, läuft und spielt ihn dann auf die Seite, wenn die Seite schon wieder zu ist. Ja, macht Sinn, Josua, macht Sinn. Du bist ein ganz großer. Von Goretzka fange ich gar nicht erst an. Fange ich gleich an. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Ich wollte mich eigentlich gar nicht aufregen, ich reg mich schon wieder. Ich kriege schon wieder Puls. Ja, zweite Halbzeit, Katastrophe. Anders kann ich es nicht beschreiben. Katastrophe. Einfach Katastrophe. Man hatte nie das Gefühl. Nie in dem ganzen Spiel. Mal abgesehen von der ersten Viertelstunde. Boah, ey, wir machen heute locker ein Tor. Was schon traurig ist, ja, dass man das auf 1 beschränkt. Wir hatten mal wieder keinen Schuss, der aufs Tor ging. Wild, oder? Grandios. Ja, wir hatten 2 gute Torchancen. Erste Halbzeit. Die gingen aber beide nicht aufs Tor. Lieber das Freistoß ging nicht aufs Tor. Das war's. Das war alles. Gegen Lazio, was wir stark gespielt haben. Die waren so ängstlich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. I don't know. Es ist zu hoch für mich. Unsere Mannschaft spielt, als wären wir gerade im Abstiegskampf. Ja? Komplett verunsichert, komplett außer Form. Wie gesagt, ich hatte heute das Gefühl, gerade erste Halbzeit, so Müller macht das, Müller coacht. Wenn du dann aber Spieler da hast, wie ein Sané, der jeden Ball verschenkt, jeden Ball verstolpert. Leute, wie sollen wir dann auch was kreieren? Ja, der muss halt ausgewechselt werden. Punkt. Das ist eine Farce, wenn der Sonntag wieder aufläuft gegen Bochum, Alter. Das wird er natürlich. Solange Tuchel Trainer bleibt, weil er ist ja ein guter Kerl. Ist ja ähnlich wie Fonsi, ne? Ist ja ein guter Kerl. Der muss natürlich spielen. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Ganz genau. Ist ja ein guter Kerl. Ne? Da muss man auch spielen, wenn man so grottig schlecht spielt. Da sind ganz, ganz viele Chancen dahingegangen.
Ganz, ganz viele. Ja, es ist nicht so, dass wir keine Räume hatten. Wir hatten genug Räume. Ja, wir hatten wirklich Räume über außen, die wir hätten bespielen können. Haben wir nicht getan. Waren wir nicht in der Lage zu. Sehr traurig. Ja, ich schweife schon wieder ab. Zweite Halbzeit, wie gesagt, eine Farce. Eine absolute Farce, eine Frechheit mal wieder. Es kann mir auch keiner mehr erzählen, dass nur ansatzweise, ich überlege gerade, ja, wir können Thomas Müller heute nennen. Der hat vielleicht noch für den Trainer gespielt, was ich persönlich nicht glaube. Er hat für den FC Bayern gespielt, deswegen so agiert, wie er agiert hat. Ansonsten habe ich keinen Spieler auf dem Feld gesehen, der nur ansatzweise für den Trainer gespielt hat oder für den Verein. Habe ich nicht gesehen. Ja, Manuel Neuer vielleicht noch zu nennen. Das war's. Wie gesagt, Opa, keine Form. Minje, tot. Wenn der auf dem Platz ist, denkst du, der fällt gleich um, Alter. So sieht der aus. Ja. Mats Raui vielleicht zu nennen, ja. Ja, den können wir vielleicht nennen. Der ist heute, der ein bisschen aufgefallen ist. Alle anderen. Aber das haben wir auch im Stream und die letzten Wochen schon erörtert, warum das auch so ist. Aber ey, immerhin hat Tuchel es geschafft, auch an Harry Kane die Form zu rauben. Ist doch super. Ja, haben wir doch jetzt, jetzt haben wir alle Spieler durch. Komplett. Ja, wild. Nochmal, gegen so einen schwachen Gegner 1:0 zu verlieren, ist ein Witz. Ja. Also da verlieren wir gegen Bochum 4:0, Alter. Mit so einer Leistung siehst du gegen Bochum kein Land. Erstmal fighten die noch viel, viel mehr. Wie Lazio, ja, und die werden auch viel, viel aggressiver Fußball spielen. Bei Lazio hat Luis Alberto. Alter, so ein Spielertyp fehlt uns einfach. Habt ihr gesehen, was der mit dem Ball macht? Vergleicht das mal mit Kimmich und Goretzka. Ja, fehlt und geht uns komplett ab. Und dann tut man natürlich den einzigsten, der den Ball wirklich immer schnörkellos nach vorne spielt, auch schön in die Tiefen spielt, Pavlovic. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, nach der Auswechslung Leverkusen, der Pavlovic wird die nächsten Wochen kein Spiel mehr machen. Obwohl er der Beste von diesen dreien ist, die da gerade zur Verfügung stehen. Ja, das ist Tuchel. Aber zu Tuchel kommen wir am Ende, ne? Gehen wir mal auf die Spieler ein. Gehen wir mal in die Benotung rein. Wie gesagt, zum Spiel gibt es nicht mehr zu sagen. Ja, also das war keine Reaktion. Das war eine erste Viertelstunde. Ja, irgendwo schon eine Reaktion. Aber auch nicht so eine Reaktion, dass du gesagt hast, jawohl, Alter, so ein Sané, der brennt. Ja, so ein Musiala, der brennt. Also der Einzige, der gebrannt hat, war Müller. Na, Müller war der Einzige, der gebrannt hat und hat versucht, da alle anderen irgendwie mit anzustecken. Hat nicht geklappt. Ja. Traurig, macht mich traurig, aber wie gesagt, ich resigniere mittlerweile. Anders geht's nicht mehr. Anders kannst du das nicht mehr verpacken. Komm, wir werfen erst noch einen Blick in die Statistiken für die ganzen Statistikfreaks hier wieder. Weil wir haben ja wieder, wow, 60,7% Ballbesitz. Standen zweimal abseits, haben 8-mal gefoult, haben 7 Fouls gegen uns kassiert. Zweikämpfe haben mit 52% gewonnen. Schüsse aufs Tor, 0. 0. 0. 0. Gegen ein super verunsichertes, schwaches Lazio Rom. 0. Schüsse insgesamt 17. Leute, fragt mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da als Schuss gezählt wird, ist mir auch egal. 0 aufs Tor. Mehr brauche ich nicht wissen. Ecken 5. Die waren alle wieder grandios. Also unser Barry, den wir verpflichtet haben, extra von Chelsea vor 6 Monaten, der hat sich richtig rentiert. Seitdem haben wir Standardsituationen drauf, Alter. Das ist eine Waffe bei uns. Angekommene Pässe 631. Flanken 14. Ich kann mich an eine von Leroy erinnern, die ging dann einmal übers Feld. Ich kann mich an einer von Müller erinnern, die okay war. Wo Harry Kane nicht wirklich da war. Ja, ich kann mich an eine gute Hereingabe von Mazraoui erinnern, die aber souverän halt abgefangen wurde.
wenn wir das jetzt auch als Flanke zählen wollen. Ich denke, Flanken sind auch hier hereingegangen. Wahrscheinlich habe ich noch 1, 2 vergessen. Lass es 5 gewesen sein, aber 14. I don't know. Schüsse insgesamt. Ja, haben wir keinen gehabt, ne? Aufs Tor. Torschussvorlagen. Ja, da wir keinen. Ja. Die 0 muss stehen. Gewonnene Zweikämpfe. Musiala 11. Sané 7. Kane 6. Ballkontakte. 128 Kimmich. 108 Kim. 91 Upa. Gefoult worden, wie immer. Schenken wir uns. Ja, Statistiken. Super. Könnt ihr euch jetzt von mitnehmen, was ihr gerne möchtet. Gehen wir auf die Benotung. Manuel Neuer. Sehe ich bei einer 3. Könnt ihr jetzt so oder so argumentieren, das erste Ding, was er gehalten hat, ob er da Glück hatte, dass er da angeschossen wurde, hat das Bein aber schön rausgestellt, hat den Ball gehalten, von daher alles gut. Beim Elfmeter werde ich beim Neuer nie raffen, der liegt schon auf dem Boden, bevor der Schütze überhaupt am Ball ist. Ja, es ist mir klar, dass sich ein Torwart meistens für eine Ecke entscheiden muss, aber das ist Katastrophe. Guckt euch den Elfer gerne nochmal an. Der lag schon auf dem Boden, bevor Immobile am Ball war. Also, lächerlich. Aber gut, sei mal dahingestellt. Guerrero sehe ich bei einer Note 4. War jetzt nicht super negativ auffällig. Positiv auffällig war er auch nicht. Opa, Note 6. Brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Wer da so eine Aktion macht, also ist mir unbegreiflich. Auch vorher der 1, 2 Dinger wieder gehabt in der zweiten Halbzeit. Man merkt, ja, da mache ich ihn aber auch noch nicht mal zum Vorwurf. Ja, das ist für mich eine Trainersache. Du hast schon gegen Leverkusen gemerkt und du hast heute gemerkt, der ist einfach nicht fit. Ja. So, erste Halbzeit haben wir Glück gehabt, dass Lazio keinerlei Intention hatte, mal irgendwie nur ansatzweise nach vorne zu spielen. Ja, zwischendurch, wie gesagt, wurde immer besser bei Lazio. Aber da haben wir es noch ordentlich wegverteidigt. Ja. Aber dann, sobald ein bisschen da war, ein bisschen Zug Richtung unserem Tor, Katastrophe. Katastrophe. Mazraoui sehe ich bei einer 3. Der einzige, der mir heute irgendwie positiv aufgefallen ist, mit Musiala zum Teil. Hat es ordentlich gemacht. Zumindest in der Offensive war der, wenn dann der beteiligt war, weil ein Sané Totalausfall war auf der Seite. Ja. Also von daher, Minje, Note 5, Alter. Ja, keine Note 6, weil er noch auf dem Platz stand, wo abgepfiffen wurde. Ansonsten Katastrophe. Katastrophe. Ich weiß auch nicht, warum die auf dem Platz stehen. Ja. Aber kommen wir gleich zu. Leon Goretzka für mich Note 5. Ich hätte ihm eine 6 gegeben, aber ich habe in der zweiten Halbzeit, habe ich ihn 2, 3 Mal wahrgenommen. Und er war ja an unserer einzigsten gut herausgespielten Chance beteiligt. Von daher eine 5. Ansonsten eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wofür der auf dem Feld stand. Ich weiß es nicht. Der hat 0 Impact aufs Spiel gehabt. Sowohl defensiv wie offensiv. Also Katastrophe. I don't know. Kimmich Note 4. Erste Halbzeit hat mir okay gefallen. Hat er seine Position gehalten. Obwohl, ich gebe ihm eine 5. Eine 4 minus. Komm, sind wir bei Minus. Wir geben ihm eine 4 minus. Ich hätte ihm eine glatte 4 gegeben oder sogar eine 3 minus, wenn er nicht wieder das Spiel so super lahmarschig gemacht hätte. Ja, er hat es nicht hinbekommen, mal einmal einen schnellen Flankenwechsel zu machen. Ja, hat 2 gute Chipbälle gespielt, einmal abseits dann, der andere auf Mazraoui. Der war auch okay, hätte Mazraoui einfach den Kopf genommen, ne? Hätte dann reingelegt, anstatt da seinen Kung-Fu-Sprung zu machen, wäre der schlauere Weg gewesen. Aber ist im Nachhinein immer einfach zu sagen. Ja, er hat die 6er-Position gehalten, erste Halbzeit. Goretzka war im Niemandsland, keine Ahnung. Ja, Sané Note 8, Alter. Wir führen die Skala ein von 1 bis 10. Aber da müsste er eine 10 kriegen. Also das war 0, Alter. Da kann er auch seine 7 gewonnenen Zweikämpfe da haben, die ihn irgendwo gut geschrieben werden, Alter. Ist mir scheißegal. Alter, der hat jede Chance zunichte gemacht, wenn wir vorne waren. Jede. Unbegreiflich. Musiala war sehr schwach am Anfang, kam aber dann immer besser ins Spiel, weil er dann auch kurzzeitig zweite Halbzeit, wo wir zu 10 waren, eher von der 8er-Position. Wie man gesehen hat, ach Wunder,
war das um Längen besser, wenn Musiala mal aus der Tiefe kommen kann und ein bisschen mit Anlauf auf die Spieler laufen kann. Ja, als wie wenn er links außen steht und dann da irgendwie versucht, in die Mitte zu dribbeln gegen 500.000 Beine. Wer hätte das nur gedacht? Komisch, oder? Aber man stellt ihn ja auf links außen auf. Ja, ist ja ganz logisch, weil das ja so gut geklappt hat, die letzten Spiele. Hat doch jeder gesehen, dass das so gut war. War doch Granate die letzten beiden Spiele, oder? Warum sollte man denn auch einen Flügelstürmer da hinstellen? Ja, warum? Kannst ja nicht einen Tell, eigentlich ist doch viel zu jung. Und Brian Saragossa, was will der denn bei uns? Ja, der braucht erstmal noch. Ne? Aber ganz klar, kannst ja nicht einfach da reinwerfen, also. Leute, wo denkt ihr hin? Musiala sehe ich bei einer 4. Hat ja aus dem Raum, der er dann hatte, auch erste Halbzeit auch über die linke Seite, auch mit diesen Rotationen, wie gesagt, was mir gut gefallen hat, hat aber aus dem Raum auch, wir hätten Räume gehabt, ja, einfach nichts gemacht. Punkt. Müller sehe ich bei einer 3. Müller, aber auch nur erste Halbzeit. Zweite Halbzeit ist ein Müller auch, ja, aber nochmal, der Müller ist am Zenit. Ja, fertig. Punkt. Der Müller kann eine Halbzeit Vollgas geben, das hat er gemacht, er hat mehr gecoacht und angetrieben und versucht, die Leute mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht zweite Halbzeit auch einfach resigniert hat. Ob er vielleicht auch einfach gesagt hat, weißt du was, ich habe jetzt auch die Schnauze voll. Ich rede, ich mache, ich tue, und der Funke springt einfach nicht über. Ja? Und Spieler, die jeden Ball verstolpern, sind trotzdem immer noch auf dem Feld. Vielleicht hat er einfach die Schnauze voll gehabt, ich weiß es nicht. Ich sehe ihn aber ja bei einer 3 oder 3-, sucht euch aus, ist mir Wurst. Wäre Müller heute nicht auf dem Feld gestanden, ich glaube, dann wäre es noch mehr Katastrophe geworden von Anfang an. Ja, also er war wirklich der Einzige, der versucht hat, Feuer da reinzubringen. Harry Kane, Note 5, Alter. Da müssen wir auch nicht rumreden. Ja, ich brauche es nicht begründen, oder? Hat eine Chance gehabt, da vor Müller, erste Halbzeit hätte er vor ein paar Wochen noch gemacht. Aber ja, ganz ehrlich, der Mann ist halt auch nicht eingebunden. Ja, nochmal, Harry Kane, dass er sich fallen lässt, dann den Ball nach außen legt, in den 16er zieht. Völlig legitim, wenn er sich mal auf die 10er-Position fallen lässt, fühle ich. Dass er aber links außen und rechts außen und dann versucht, die Flanken reinzuschlagen. Auf wen möchte er in der Mitte die Flanke reinschlagen? Auf den Musiala, auf den Sané oder was? Ja, auf den Müller kannst du vielleicht noch so ein bisschen argumentieren. Aber nein, da hat der nichts zu suchen. Sorry, Leute. Wie gesagt, Rotationsspiel vorne finde ich super, aber lassen Harry Kane da raus. Der gehört in den 16er, ja, oder an den 16er, aber nicht links außen und rechts außen, um eine Flanke zu schlagen. Also beim besten Willen. De Ligt, der dann reinkam für die 27 oder 30 Minuten, ja, benoten tun wir nicht bei dieser Zeit. Hat sich keinen Fehler erlaubt. Lazio hat aber auch nicht wirklich weiter nach vorne gespielt. Warum auch? Ja, die sind zufrieden mit dem 1:0. Und ganz ehrlich, diese Form, die wir haben, wir würden hundertprozentig ausscheiden, wenn das so wäre, dass nächste Woche das Rückspiel wäre. So wie es halt früher mal war, aber wir haben ja jetzt 3 Wochen Zeit. Ja. Mathys Tel, ja, hat einen leichten dummen Ballverlust gehabt. Habe ich auch gesehen, das Ding. Ansonsten war er ein absoluter Aktivposten, wo er reinkam, die 10 Minuten. Hatte mehr bewegt wie Sané in den 80 Minuten vorher. Ach, Wunder. Selbst ein Schuppo ist mehr positiv aufgefallen als ein Sané vorher in 80 Minuten. Also daran siehst du schon, was Phase ist. Note für Tuchel, Note 10. So, gehen wir mal rein in die Tuchel-Kritik. Erstmal wieder, wie immer, wir haben den Stiefel durchgezogen. Ja, wir haben den Stiefel gnadenlos durchgezogen. Egal. Fertig. Sané, ohne Scheiß, dass der aus der Halbzeit kam, ist der größte Witz. Goretzka dasselbe. Gehörten beide ausgewechselt. Ja, von den Innenverteidigern fange ich gar nicht erst an, dass die überhaupt auf dem Platz standen, war ein Witz. Dass ein Sané auf dem Platz stand, war aber genauso ein Witz. Witz und Goretzka auch. Ja, die haben für mich nichts in der Startelf zu suchen. Mit dem aktuellen Leistungsniveau, was sie haben. Nein, Bank, Denkpause, fertig. Ja, aber nein, sind ja alles gute Kerle. Also von daher. Ja, dann, wann war's? Lass mich gucken, bevor ich euch wieder Mist erzähle.
69. Minute. Fällt dann das 1-0. Vorher war Lazio schon sie kam gut aus der Pause, ja. Wir haben es hingenommen. Wir haben es wie immer hingenommen. Wir haben den gleiche Scheiße runtergespielt. Man hat erste Halbzeit gesehen, ab Minute 15, jede Minute, die das Spiel länger ging, sind wir 2% schlechter geworden. Ja, das Leistungsniveau hatten wir dann zur Halbzeit. Und was tut dieser Trainer wieder in der Halbzeitpause? Richtig, genau das, was wir alle erwarten. Nämlich gar nichts. Egal wie schlecht die Spieler sind, die auf dem Feld stehen. Ist egal. Es könnte ja ein Wunder passieren und in der zweiten Halbzeit wird einer vom Blitz getroffen und findet seine Form wieder. Hätte ja passieren können. Ich weiß es nicht. Ja? Oder wäre ausgerutscht, hätte sich den Kopf an der Bande angeschlagen und hätte gemerkt, oh, ich kann ja doch wieder Fußball spielen. Wer weiß, vielleicht setzt er darauf. Ich weiß es nicht. Wäre eine Idee. Ja? Ansonsten sind wir wieder bei der These vom trojanischen Pferd, dass der Tuchel bei uns ist, um den Club in die Lächerlichkeit zu führen. Mag auch sein. Ja, sucht euch was aus. Einen von diesen 3 Möglichkeiten. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, welche ihr gerne bevorzugen würdet. Hey, dann kriegst du natürlich das 1-0. Die rote Karte. Dann bringst du in die Luft rein. Was okay ist, hättest du schon eher bringen müssen, ja, für einen von diesen total toten Innenverteidigern, die da auf dem Feld waren. Normalerweise jetzt ein Eric Dyer, wäre das eigentlich, wie ich die Viererkette aufgestellt habe. Ja, Eric Dyer und De Ligt. Was soll das? Was sollen diese Totalversager von Leverkusen da wieder in dieser Elf? Wo man heute ganz klar gesehen hat, dass der eine überhaupt nach 70 Minuten tot ist und der andere auch absolut keine Form hat. Mit welchen Argumenten spielen diese beiden Spieler da? Nur weil sie tolle Kumpel vom... Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Ja, was gut Kerle sind. Ja, weil sie hier. Kann der Tuchel gut riechen? De Ligt kann er nicht gut riechen. Also, Dreierkette, Fünferkette war keine Option, deswegen da ja auch draußen. Wir haben es gesehen. Wir können froh sein, dass Lazio so schlecht, so schwach vorne war. Ja, nochmal. Diese Aufstellung gegen Bochum, Katastrophe. Ja, gut. Alles gut, bringst dir den Licht rein und denkst dir natürlich, ich meine, erstmal ein Witz, dass wir bis zur 69. Minute gar nicht reagiert haben. Ja? Also wenn man schon zur Halbzeit nicht reagiert, dann muss ich nochmal, dann kann man ja sagen, alles gut. Ja, wir gehen in eine Halbzeitpause. Sané, Goretzka und so weiter, habe ich gesagt, grottig. Dann muss ich doch als Trainer mich da hingehen. Dann muss ich eine ganz klare Ansage an diese Mannschaft machen und zieh mir dann nochmal, musst du nicht vor versammelter Mannschaft, zieh mir dann nochmal die 2, 3 Spieler mal zur Seite und sprech da mal einen klaren Ton an. Ja? Was denn los ist. Ob sie keine Lust haben. Und dann sagst du denen, du hast jetzt auch 10 Minuten Zeit, entweder kommt da jetzt eine Explosion, ansonsten wechsle ich dich aus. Fertig. Ja, und dann wechselt man. Dann wechselt man nach 10 Minuten. Und dann ist doch gut. Ja. Aber nein. Man lässt wieder alles geschehen. Man guckt sich an, wie Lazio super dominant aus der Halbzeit kommt, wie Lazio immer mehr uns hinten reinspielt, wie Lazio immer mehr sicheren Ballbesitz kriegt. Nochmal, so ein Luis Alberto hat uns zerlegt im Mittelfeld. Ja? Den kannst du mit 4 Leuten anlaufen. Das juckt den gar nicht. So Thiago-Style halt. Katastrophe. Ja, wir können froh sein, dass der junge Däne, ich weiß nicht, wie er hieß, dass der noch 2, 3 Riesendinger schlecht ausgespielt hat. Ja, sonst hätte Lazio noch 2, 3 Riesenchancen gehabt. Ja, aber weil man ja so ein guter, erfahrener Trainer ist, drauf geschissen. Ja, drauf geschissen. Und dann warte ich bis zur 82. Minute. Das musst du dir reintun. Bis zur 82 Minuten. Und dann bringe ich einen Tell und einen Schuppo. Für Müller und Sané. Katastrophe. Katastrophe. Katastrophe, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Für mich eine absolute Katastrophe. Ich weiß es nicht. Ich verstehe gerade, also alles, was ein Tuchel gerade macht, hat man als
ich weiß nicht, vielleicht auch als neutraler Fan, wir haben ja ein paar hier, könnt ihr ja mal sagen, falls ihr den FC Bayern ein bisschen verfolgt, hat man aktuell das Gefühl, er tut alles, um rausgeschmissen zu werden. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, nochmal, dass es heute die erste Viertelstunde so war und dass wir da vorne ruschiert haben, das ging allein auf Müllers Kappe, Alter. Ja, habt ihr gesehen, wie der da gecoacht hat und geredet hat? Habt ihr den Tuchel gesehen? Wann war das? Zweite Halbzeit? Zweite Halbzeit, wo der Kimmich wieder so einen super legendären Pass gespielt hat, nach 10 Sekunden, nachdem er am Ball war, wo der Tuchel dann so da saß. Auf der Trainerbank. Und? Was macht er? Was macht er? Was macht dann ein Trainer? Wenn er so da sitzt, dann wissen wir doch alle, was er denkt, oder? Sollte klar sein, oder? Was macht dieser Trainer dann? Nichts. 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 Verdammt nochmal nichts. Gar nichts. Nichts. Er überlässt diese Mannschaft sich selber. Nichts. Einfach nichts. Das musst du dir reintun. Und das ist ja nicht das erste Mal. Ne? Wir können die Spiele durchgehen, Leute. Das ist doch eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Und jetzt nochmal, also ich persönlich gehe nicht davon aus, dass ein Tor entlassen wird. Also nicht vorm Rückspiel. Wir müssen schon ausscheiden gegen Lazio. Aber ich selbst, dann glaube ich, dann ist die Saison eh gelaufen, dann sagt man, ach komm, drauf geschissen, spielen wir zu Ende. Es wird mich sehr überraschen, wenn der jetzt die kommenden Tage weg ist. Vielleicht werden wir gegen Bochum auch noch verlieren. Vielleicht kommt dann Umdenken, ich weiß es nicht. Aber wir haben doch die geballte Fußballkompetenz in unserem Verein. Ja? Eigentlich haben wir das. Mal abgesehen vom Dresen, der aber auch lang genug dabei ist. Aber ich denke, so ein Freund hat ja auch ein bisschen Kompetenz. Ich denke, so ein Hoeneß wird ja auch ein bisschen was haben. Ich weiß, Kalle hat sich wieder zurückgezogen und so weiter. Aber da sind ja auch noch genug andere. Und die wollen mir sagen, dass die zufrieden sind damit? Dass wir da einen Trainer sitzen haben, der Spieler aufstellt, weil sie... Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Weil sie gute Kerle sind und keinerlei Leistung bringen? Nochmal. Mit welcher Berechtigung hat ein Sané heute 82 Minuten auf dem Platz gestanden? Mit welcher Berechtigung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht sehe ich ihn zu schlecht, zu kritisch. Aber ich habe keine Aktion, ja, bei der einen Chance, erste Halbzeit, wo Goretzka mit mal den Baller tropfen lassen, da war Sané auch dabei, das war die einzigste Aktion. Von beiden übrigens. Aber Goretzka hat lange nicht so viele Bälle verloren, den hast du einfach nicht wahrgenommen. Der war nicht existent auf dem Feld. Ja? Und wenn, dann war es ein Querpass auf den Kimmich, die beide 2 Meter nebeneinander standen. Ansonsten hast du den Goretzka nicht wahrgenommen. Warum stehen diese Spieler auf dem Feld? Warum steht da kein Pavlovic, der super überzeugt gespielt hat? Warum stellt man nicht anstatt ein Sané einfach den Tell dahin? Was soll er schlechter machen? Was soll er schlechter machen? Ich kann es ja noch nachvollziehen, dass man sagt, ja, Sané ist ja so ein Liebchen, Blasels und ja, die kriegen jetzt nochmal die Chance. Obwohl ich das auch nicht mehr nachvollziehen kann, weil das diese Saison schon 10-mal war, dieses Argument. Ja, wir lassen die spielen, damit die sich rehabilitieren können. Ja, kriegst kalte Kotzen, wenn ich das höre. Warum? Kann ich da nicht zur Halbzeit sagen, pass mal auf, Junge, das ist grottig, was du spielst. Man muss doch mal ehrlich zu den Spielern sein, Alter. Geht dir mein Schädel nicht rein? Dann warte ich bis zur 82. Minute. Ja, wo das Spiel schon wieder tot ist. Und dann schmeiße ich die armen Schweine da rein. Zum Kotzen. Und das Krasse kommt jetzt. Selbst wenn, stellt euch vor, der Tell hätte ein Tor gemacht. Es wäre 1:1 ausgegangen. Würde der die nächsten Wochen trotzdem auf der Bank sitzen. Das ist doch der Oberhammer. Was erwartet man dann? Ja? Ich denke, wir haben heute gesehen, dass ein Goretzka und ein Kimmich, die haben gebrannt für den Trainer, oder? Beide. Gerade Goretzka, der hat richtig Bock gehabt. Wenn du mal seine Fresse gesehen hast vor Anpfiff, alleine schon, ja? Die haben richtig Bock gehabt. Die waren richtig heiß. Die haben richtig für den Trainer gebrannt heute.
Kannst du durchgehen. Manuel Neuer kannst du noch als Tuchel-Jünger. Haben wir bei der PK gehört, Alter. Ist klar, der ist ihm super dankbar, dass er ihn wieder da reingestellt hat und gesagt hat, komm, du bist meine Nummer 1, obwohl der Ole so stark war nach der Verletzung. Alle anderen, ohne Witz. Ohne Witz. Katastrophe. Katastrophe. Wenn ich gesehen habe, dass ein Dyer als Auswechselspieler, der sich da außen warm gemacht hat, mehr Emotionalität und Action gehabt hat als alle 11 Spieler, die auf dem Feld standen, dann sagt das auch alles aus, oder? Ich weiß nicht, warum man diesen Spieler, der super überzeugt hat, die letzten Spiele, aus meiner Sicht, ja, auch mit dem De Ligt zusammen, warum man die jetzt wieder rausnimmt, nur weil die guten Kerle wieder da sind. Also da kann mir doch keiner mehr erzählen, dass das irgendwas mit sportlichen Leistungen zu tun hat. Dasselbe mit dem Sané und Goretzka. Kann mir keiner erzählen. Ja, also für mich ist dieser Trainer nicht mehr tragbar. Er ist nicht mehr tragbar. Punkt. Ja. Gut. Das ist meine Meinung zum Spiel. Ich werde mir jetzt noch schön die Pressekonferenz geben. Ich bin sehr gespannt, was da wieder... Aber Expected Goals Werte. Shit. Da waren wir ja auch wieder schlechter wieder, Azio. Aber wir haben beide 1, und gehabt. Da kommt bestimmt gleich dann wieder die Ausrede. Ja. Eigentlich waren wir ja gleichwertig. Hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Das hätte auch 0-0 ausgehen können. Aber durch einen individuellen Fehler haben wir uns wieder um den Preis unserer guten Leistung gebracht. Sowas in der Art wird kommen. Und das gucke ich mir jetzt genüsslich an, weil ich kann es nur noch mit Sarkasmus und Resignation annehmen. Leute, ich kann es nicht mehr anders. Sonst würde ich innerlich platzen. Also, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Nehmt's nicht so schwer. Wir haben nur 1-0 verloren. Ist das einzig Positive. Mit viel Glück ist in 3 Wochen ein anderer Trainer da. Wir gewinnen das Rückspiel 3-0 und kommen weiter. Alles ist gut. Sollte Tuchel immer noch da sein, werden wir sang- und klanglos aus dieser Champions League ausscheiden. Und ja, dann ist doch auch okay. Also wir haben mit unserem Fußball dieses Jahr auch nicht verdient, um irgendeinen Titel zu spielen. So ehrlich muss man sein. Ne? Meine Meinung. Ich weiß, es gibt diese rosa-roten Brillenfans, gönnt euch. Aber ich frage mich, wann da jetzt mal die Argumente dann auch ausgehen, weil wir haben ja jetzt, also erstmal ist der Punkteschnitt vom Tuchel ja jetzt auch schon sehr gefallen. Ne? Nochmal die Statistiken aktualisieren, Leute. Und wenn ihr nur mal die Rückrunde nehmt, wir können ja mal kurz, komm, nur mal aus Spaß, bevor ich hier Feierabend mache. So, Rückrunde hat angefangen am 6.1. Am Freundschaftsspiel nehmen wir nicht mit rein. War da auch eine überzeugende Leistung in Basel. Also. Hoffenheim. Das Ergebnis sagt, boah, wir haben ein super souveränes Spiel gemacht. Wir haben mit viel Glück 3-0 gewonnen. So scheiße sich das anhört, es ist so. Dann haben wir 1-0 verloren gegen Bremen. Wow. Dann haben wir mit Hängen und Würgen 1-0 gegen Union Berlin gewonnen. Dann haben wir mit viel Glück 3-2 in Augsburg gewonnen. Dann haben wir ein ganz gutes Spiel gemacht. So gehobene Mittelklasse gegen Gladbach, das war okay, wie ich fand. Auch Augsburg fand ich so mannschaftlich schon okay. Haben wir dann 3-1 gewonnen. Dann haben wir 3-0 gegen Leverkusen verloren und jetzt 1-0. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele und 3 Niederlagen. Ja. Für alle Statistiker und Ergebnisfans beim FC Bayern. Wenn euch das reicht, wenn wir nur noch 50% der Spiele gewinnen, ja, dann gönnt euch. So, rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich beantworte das natürlich dann in Videoform zum Wochenende hin. In diesem Sinne bedanke ich mich für euren Support und dafür, dass ihr das Ganze hier mit mir zusammen auch durchhaltet. Bin ich hier natürlich gerade im verkehrten Menü, Alter. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne
Nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.